Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, wenn wir so zurückschauen in die Woche, stellen wir fest, fast hätten wir es ja geschafft, endlich mal so eine Geri Müller-lose Freitagsdiskussionsrunde, aber eben nur fast. Wie diese Woche ausgekommen ist, denkt ja der Geri Müller überhaupt nicht an einen Rücktritt von seinem Amt als Stadtammer von Baden. Aber der Stadtrat entzieht ihm wichtige Ressort. Roger Köppel, das heisst auch, die Weltwoche bleibt dem Thema treu oder dran. Um was geht's? Der Geri geht oder eben der Geri bleibt, wie der Berner will sagen. Die Tatsache ist die, so wie die Nachtselfie-Affäre sich entwickelt, sendet mir die falsche Signal. Politiker zeigen euch völlig Blut und ihr werdet geliebt. Das ist völlig falsch. Ist das jetzt Signal an Politik, Nationalrat Christoph Mörder? Ja, soll er doch bleiben, der Geri. Das ist doch nichts Neues. Jeder linke Politiker macht ja den lieben Tag nichts. Auf einen oder mehr. Weder weniger kommt es auch wirklich nicht mehr an. Und wenn ich gewusst hätte, dass es nur ein Nacktselfie braucht, um den Job zu behalten, dann hätte ich auch eins gemacht. Verstehen Sie? Ganz einfach. Christoph Blocher, guten Morgen. Der Geri, der bleibt ohne Ressort. Ihr Fazit? Muss ich dir sagen, keine Aufgabe mehr. Das ist doch keine Strafe, sondern eine Belohnung. Weniger arbeiten und gleich viel verdienen. Strafe wäre gewesen, wenn er statt weniger Ressort mehr Ressort bekommen hätte. Zuschiessen mit der Arbeit, dann bleibt auch keine Zeit mehr zum Blutviertel machen. Gut. Andere Fazit, was lernen wir politisch aus dem Geri Gate, Ständerat Felix Gutzwiller? Aus Sicht von der Präventivmedizin ist die Sache sowieso heikel. Ohne Unterhosen hast du eine Blasenentzündung. Jean Ziegler, Ihre Analyse, so ein bisschen aus der Distanz vom Politalltag. Ich bin fasziniert. Der Geri Müller hält sich an der Macht wie ein Despot in Nordafrika. Das gefällt mir. Ich schreibe 3-4 Bücher über den Skandal. Ich sehe schon, es gibt für jeden etwas, was er mitnehmen aus dem Geri Gate, sogar auch du oder Simia Mann. Heiterer Feck. Zum Glück habe ich nie Lackfotos verschickt. Ohne meinen Titel am Mann würde ja nur noch Simon heissen. Leck, weisst wie blöd? Dann wüsste ja auch niemand mehr, ob mit Simon ein Mädchen oder ein Bub gemeint ist. Ja, gut, Themawechsel. Die Schweizer Armee, die Woche in der Schlagzeile, der Uli Maurer hat die Armee von der Zukunft vorgestellt. Gleichzeitig gibt es eine Studie, die sagt, dass die Schweiz nicht die beste Armee der Welt ist, sondern irgendwie abgeschlagen auf Platz 27 oder so. Geht das auf, Herr Mörgeli? Wissen Sie, darum ist die Armee ja so gut. Sie wird vom Ausland unterschätzt. Alle meinen, sie können uns mit einer Pfadi-Panzertruppen oder noch weniger reinnehmen. Aber kaum ist der Feind da, empfangen wir ihn mit Hellebarden, Morgenstern und Bajonett, verstehen Sie? Guter Plan, Herr Mörgeli, wenn wir im Jahr 1315 leben würden. Aber Tatsache ist, die Gurkentruppe ist so angreifbar wie der Geri Müller nach einer Sonntagsschicht mit seiner Blutengurke. Sie sind kritisch, Herr Köppel. Der TV-Biologe Andreas Moser, der will noch etwas anfügen, gerade noch zum Schluss. Die Forschung zeigt, dass die Schweiz nicht die beste Armee der Welt hat, aber immerhin die tierfreundlichste. Wir haben Panzer Leopard heissen, Fahrzeuge, die Piranha heissen und Flugzeuge sind Tiger wie ein Streichelzoo.